Hallo Freunde, es wird Zeit für ein neues Zelda Let's Play und zwar zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Oh yes! Ach echt jetzt? Dann leg mal los, Fei. Es war eine grausame, epische Schlacht. Wow, was ist denn das für einer? Dämonenfratze. Das Böse brach aus der Erde und zeigte seine entsetzliche Fratze. Ja, wie ich gerade gesagt habe, Dämonenfratze. Und die Musik, voll bedrohlich. Es raubte das Lachen von den Gesichtern der Erdenbewohnern. Oh nein, wie furchtbar. Die Menschen können nicht mehr lachen. Wälder verbrannten, Quellen versiegten, Menschen wurden gemordet. Oh, das ist ein aktuelles Videospiel, hey, Mord. Hey, das stand da wirklich wortwörtlich geschrieben. Feuerhilfe! Wir wollen entstellen, nein! Kann uns denn keiner helfen? Wir brauchen einen Helden! Das Böse trachtete nach der unendlichen Kraft der Göttin. Man kann es kaum lesen. Wow, was sind das für komische Gestalten? Okay, ich glaube, ich sehe einen Kronen daraus. Ein Kokiri wohl nicht, schade. Die unendliche Kraft. Heiliges Erbe der Götter, das alle Wünsche erfüllt. Das ist nicht das Triforce, oder? Gewaltige Kraft, die schon die Göttin von den Urahnen erbte. Um diese Kraft von den Klauen des Bösen zu schützen. Jetzt muss fast das Triforce sein, was soll es sonst sein? Erhob die Göttin die Überlebenden von der Erde in den Himmel. Hä? Als zuerst waren sie auf der Erde, dann kam sie in den Himmel und nachher auf die Erde, wie in Queen of Time. Oh, jetzt Wolken da und wissen. Hat der gar nichts mehr. Na egal. Okay, also da oben. Ich dachte immer, wie cool das sind, sei der Einzige, der das könne. Dann zog die Göttin mit ihrem verbleibenden Gefolge in die Schlacht und bannte das Böse schließlich. Der Frieden war wiederhergestellt. Ja, lass mich raten, nicht allzu lange, oder? Offenbar doch. Cool, wir haben Frieden. Peace, Love and Happiness forever. Diese Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Unzählige Legenden ranken sich um sie. Nun aber öffnet sich das Tor zu einer neuen Legende. Gut geschrieben, Respekt. Deine Zeit ist gekommen. Oder wohl eher unsere Zeit ist gekommen, Freunde. Also dann beginnen wir. Okay, wir können 3 Spiele auswählen, beziehungsweise 3 Spielstände. Zentrieren, was macht denn das? Na toll. Da komme ich einfach zurück auf die... Naja, ist jetzt egal. Das neue Spiel beginnen, wie nenne ich mich? Wie immer Michael. Ja, ich hoffe, ihr habt damit kein Problem, Freunde. Ja, ich kann mich auch Link nennen, aber... Naja. Da würde ich vielleicht in etwas große Fußstapfen treten wollen. Die Steuerung ist also gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert wirklich prächtig. Wow, was sind wir denn hier? Okay, ein Erdbeben, das sieht gar nicht gut aus. Was zum Henker? Was ist denn das für ein Vieh, ey? Wow. Boah, der Mundgeruch, ich riech's bis hierhin. Legend of Zelda, 25 Jahre, das müsst ihr euch mal reinziehen, Freunde, vor 25 Jahren erschien das erste Spiel. Schon krass, oder? Das heißt, Zelda erbte schon 2 Jahre vor meiner Geburt. Ein stolzer roter Vogel. Und noch ein blauer, das ist blau-violett. Egal. Den kümmert's. Genießen wir diese Flugszene. Und das muss also die berühmte Skyloft Himmelsinsel sein.
Schick, schick, kann man nicht anders sagen. Und die stürzen sich einfach in die Tiefe und werden von ihren Vögeln aufgefangen. Gott sei Dank, weil sonst gäbe es ein blutiges Ende. Wenn die da bis nach Hyrule runter knallen würden. Mein Gott. Singt die auf Japanisch oder auf Englisch? Ich kann es gar nicht so gut raushören. Okay, ein Brief. Das muss dann wohl Zelda sein, die ja in diesem Spiel keine Prinzessin ist, sondern die Tochter des Bürgermeisters oder so. Naja, sehen wir gleich. Ja? Okay, sie hat gerade irgendetwas gespürt oder gesehen, wie auch immer. Aber da war wohl nichts. Dann muss jetzt der Vogel hin. Das sind ja wir. Den kann ich ziemlich ähnlich versorgen wie ich. Ich habe nicht so stolz Koteletten, aber was ist das eigentlich für ein Vieh? Das sieht irgendwie aus wie ein schwarzer, dunkler riesen Windfisch aus. Michael, Zeit deine Augen zu öffnen. Ich bin seit langem offen. Bald, sehr bald schon wirst du da einem großen Schicksal entgegentreten. Die Zeit des Erwachens. Michael. Michael, ja, du wiederholst dich, dankeschön. Kann mir vielleicht mal jemand helfen oder so? Ich meine, ich stehe hier vor einem schwarzen, riesigen... Was ist jetzt los? Wow! Das ist wohl der verrückteste Traum, den ich jemals hatte. Oh. Definitiv der verrückteste. Oh, meine Birne. Hallo. An den Kopf geworfen. Ja, beantworten mal. Und weg. Oh, meine Birne. Brief? Wem ist denn der? Du Schlafmütze. Sicher liegst du noch in den Federn, wenn dich dieser Brief erreicht. Genau so ist es doch, oder? Guten Morgen, Michael. Alter, Link ist wirklich genauso wie ich. Was ist die Vogelreiterzeremonie? Unsere Verabredung. Erinnerst du dich? Irgendwie habe ich einen Blackout. Zelda. Habe ich ja gesagt, das war Zelda. Naja. Und schon können wir uns steuern. Ich sehe gerade, was, wir haben in der Ritterschule gepennt. Okay, und... Wow, das ist aber auch neu. Seht ihr das? Oben links, wir haben 6 Herzen. Normalerweise beginnen wir mit 3. Why the hell haben wir 6? Heißt das, das Spiel besonders schwierig ist oder so? Mein Gott, also, seht anvisieren, klappt alles soweit. Umsehen, so, der Wii-Fernbedienung. Ich dachte schon, das ist ein Control-Stick, aber nee. Okay. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, also... Linkes Ohr war doch nicht so wie ich, weil sonst würde hier noch ein PC stehen, hier noch ein Fernseher, eine Stereoanlage. Ich schweife ab. Hier drin. Hallo! Du hast einen blauen Rubin gefunden, er ist 5 Rubine wert. Oh ja, gut, ja. Gut, dass ihr mich gerade daran erinnert. Unser Beutel, wie sieht denn der aus? Ausrüstung 1. Das dürfte Beutel sein. Kleine Geldbörse, also kriegen wir auch noch eine große. Das ist unser Schwert. 3 Elemente. Moment mal, die kenne ich doch aus Wind Waker, oder nicht? Herzen, vielleicht gibt es ja auch Herzteil, wer weiß, das war ja in Spirit Tracks auch anders. Das sieht aus wie Lieder, irgendwas. Ich mutmaße hier wieder. Okay. Ah, unsere Käfersammlung, richtig. Hier kann man ja Seite Link to the Past der Käfer sammeln. Was ist denn das hier? Ja, im Wumme. Okay, irgendeine andere Sammlung. Ja, das war's noch schon. Was kann ich hier unten machen? Kalibrierung, okay. Ja, schon klar. 2, Hilfe, brauche ich nicht. Karte, gibt's ja auch. Cool, also die könnte sicher noch behilflich sein. E1. Heißt das, dass ich hier irgendeinen Schlüssel brauche oder so? Oh Leute, das Spiel fängt schon so geil an. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Na gut, keine Ahnung, ist übertrieben. Natürlich weiß ich, wo ich im Prinzip hin müsste, aber die Frage ist eben wo. Also gut, dann gehen wir mal raus. Also auf A können wir noch springen, das ist auch sehr gut. Da frage ich mich doch gleich, können wir auch eine Rolle machen? Ne, also wenn ich A halte, dann renne ich, aber eine Rolle kann ich offenbar nicht mehr machen. Hey du! Ja? Ja! Morgen Michael! Na, bist du auch bereit für die Vogelreiterzeremonie heute?
Die anderen bereiten sich alle schon draußen auf dem Dorfplatz vor. Aber du scheinst dir die Ruhe selbst zu sein. Ich hab gerade gepennt, Mann. Aber ein kaminroter Wolkenvogel ist auch ein tolles Tier. Ich hab einen Vogel? Ja, im Kopf oben, ja, aber dass ich auch einen zum Reiten hätte. Der Vogelreiter gegen deinen hätte. Wieso ist mein etwas Besonderes? Doch denk dran, ein Vogel ist nur so gut wie sein Reiter. Ich verbringe jeden Tag mit dem Studium der Vögel. Ja, so siehst du auch aus. Wenn du das mal fangst zu den Vögeln, dann ist Kuko dein Mann. Aha, das ist also Kuko, mir fällt gerade auf. Der hat irgendwie ein Link-Gewand, also ein Hellengewand an, aber in Gelb. Why the hell? Hier habe ich gesehen, hier ist noch ein, ich schätze mal ein Professor. Hallo. So Michael, der große Tag der Vogelreiterzeremonie ist also endlich gekommen. Erinnere dich an meine praktischen Lektionen und den Unterricht von Meister Tyto und gib dein Bestes. Wo wir gerade davon sprechen, weißt du noch, dass du dich durch Drücken von C umsehen kannst? Drücke einfach C, wenn du etwas genauer ansehen möchtest. Und wenn sich der Zeiger verschiebt, zeigen wir wie Fernlinie auf dem Bildschirm und drücke unten. Okay, also die Vogelzeremonie scheint ja sehr wichtig zu sein. Und was für eine Lektion? Ich erinnere mich an gar nichts. Sag ich habe einen Blackout. Hier noch etwas untersuchen oder so? Nee. Verdammt, wieso kann ich nicht mehr rollen? Ich renne! Was? Jetzt kommt Link schon Schnaufen. Okay, Link, also deine Kondition müssen wir unbedingt noch verbessern. Kann es doch nicht sein, dass du nach 10 Metern schon schlapp machst? Also wenn du ins Keuchen kommst, da bin ich sogar noch besser. Ja. Umsehen. Ja, Freunde, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es für euch vielleicht ein bisschen langweilig ist, vor allem für diejenigen, die etwas Spannung möchten, aber es ist ja blind und vor allem für ein Zelda-Spiel, da will ich mich wirklich genau umsehen. Hey, wieso rennt... Moment mal, ich drücke gar nicht da. Link, keuchst du jetzt schon? Also entweder ist der ein Sport eine Niete, so wie ich, oder... Okay, der ist definitiv eine Niete. Oder die Luft hier oben ist einfach so dünn. Guten Morgen, Michael! Heute ist der große Tag der Vogelreiterzeremonie. Ich wollte auch teilnehmen, aber ich habe die Qualifikation nicht geschafft. Deshalb bleibe ich hier und muss diese Fässer in den Speisesaal stecken. Mann, ich kann es kaum lesen, ey. Dabei wollte ich dich doch so gerne fliegen sehen. Tja, nicht zu machen. Streng dich an, ich drücke dir fest die Daumen. Ich höre hier was. Wird dir was gebraten oder so? Oder ist das mein Mikro, das spinnt? Das ist mein Mikro, wa? Scheiße. Das habe ich gehört, das Knistern des Feuers. Also muss schon sagen, an Details haben sie es nicht mangeln lassen. Hallo? Nix. Mal schauen, was hat's denn hier drin? Toilette, die kann auch nicht schaden. Ich merke gar nicht, was ich hier eigentlich erzähle. Hier ist eine Toilette? Den Spaß gönne ich mir jetzt. Sitzen, okay. Link verrichtet sein Geschäft also durch die Hose. Also Alter, mit dem Trick kannst du im Zirkus auftreten. Ah, Leute, ich kriege einen Lachflash. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Die Musik ist auch nicht schlecht. Der geht wohl raus. Aus diesem Haus. Man hat wenn es sogar zum Reimen aufgelegt. Was ist denn los? Hier war ich schon, oder? Yep, hier war ich schon. Oh Mann, das Ganze ist so groß, ey. Hier kann ich raus, da kann ich hoch, kann auf der anderen Seite raus. Hier kann ich gar nicht raus, das ist nur so ein... Ich würde mal sagen, Speisesaal. Ein Schild, glaub. Okay, auch nicht schlecht. Typi, wo ist denn ein Typi? Ah, da. Eine alte Oma. Wo steckt denn dieser Gruß? Er sollte mir Fässer bringen, aber will einfach nicht beikommen. Wo bleibt er nur? Alte, der steht da hinten. Kannst du mir vielleicht mal helfen oder hast du Räumer? Alter Scheiße. Also, ja, Freunde, könnt ihr auch selber ein Bild davon machen. So, das sollte ich halt eigentlich. Ist das eine Frau oder ist das ein Kerl? Von der Nase würde ich ja auf eine Hexe tippen, aber das steht nicht zur Debatte. Egal. Hey, du, die Alte wartet auf dich. Ja, ich versage jedes Mal. Wenn du üben fest und kriege doch drücken von A hochziehen. Ja, dann kann ich ein paar Rubin dafür. Kann ich auch mal. Ich darf nicht. Ah, jetzt. Link hält das Teil aber auch etwas seltsam. Ist das so schwer oder hast du Angst, dass es runterfällt? Ich bring das hier mal. Wer weiß. Vielleicht bringt es ja was. Ablegen. Jo. Kann ich auch werfen? Ne, ich kann es nicht werfen. Wisst ihr was? Jetzt versuche ich noch etwas, und zwar mit dem Fass. Wenn das nicht klappt, gehe ich weiter. Okay,
Okay, das Fass kann ich nicht hochheben. Kann ich das? Ja, ich kann's. Ja, siehst du, so geht das. Oh, Michael, willst du mir etwa helfen? Ja, von mir aus. Danke, also dann. Könntest du dieses Fass für mich in den Speisesaal tragen? Du scheinst zu wissen, dass manche Dinge hochgehen. Ja. Achso. Dann wir nach oben, lege es ruckart, wenn du einen festlegst, um uns wegzuwerfen. Aha. Cool, also werfen wollen kann ich mit der Fernbedienung und nicht mehr mit. Geil. Da fällt mir gerade was ein. Ich hab doch vorhin. Okay, es ist wirklich verdammt schwer. Meine Ausdauer leidet auch darunter. Was ich sagen wollte, ich habe doch vorhin gesagt, dass ich nicht mehr rollen kann durch A. Vielleicht muss ich das ja auch durch Schütten der Wii-Fernbedienung machen, Mensch. Okay, Link, leg das mal ab. Oh. Die haben das ja realistisch dargestellt, aber Alter, so schwer kann das Teil nicht sein. Du hast nicht so viele Muckis wie ich, also von daher. Und wieder, was das uns unterscheidet. Hier kommst du also hoch. Voila. Hey, Alter, hier für dich. Danke, Michael, das ist nett von dir. Eigentlich sollte das der Gruß erledigen, aber was soll's. Du hast heute einen wichtigen Tag für dich und du hast mir trotzdem geholfen. Vielen Dank. Sag mir bitte nicht, dass das alles war, was ich dafür kriege. Verdammt nochmal! Ich habe so viele Minuten des Parts dafür verschwendet, nur damit die Alte mir sagt, ich hätte das gut gemacht. Komm schon, her damit. Her mit den Rubinen. Mann! Ist die knausrig, alter Scheiße. Das war ein Fehler auf ganzer Linie. So, muss das auch noch da eben. Okay, drücke ich auf beide. Moment mal schnell. Muss das überhaupt oder gibst du mir die Rubine? Ich mache ja doch nicht die Arbeit für nichts und wieder nichts. Na bitte, es geht doch. 20 Rubine. Das ist gar nicht so übel. Hätte ich wirklich beinahe noch das andere Fass auch noch rübergetragen, obwohl das gar nicht mehr nötig war. So, aufheben, kann ich das... manchmal hat gesagt, ich ne... Hä? Hallo? Runter? Nee, geht auch nicht. Dann, wie geht das jetzt? Ah, so. Ich muss das hochlegen, die Wii-Fernbedienung nach oben und dann... Jo! Und er hat Vollschiss. Ich frage mich gerade, wie viel ich den Part hier überziehe. Es dürfte eine Menge sein. Relativ lange Ladesequenzen, okay. Oh, da geht's wohl schon los mit der Vogelzeremonie. Wolkenhart. Gar nicht mal so übel aus. Und wisst ihr was, Freunde? Ich bin das Let's Play jetzt beinahe gesagt. Ich bin in den Part hier schon. Obwohl, was ist das hier? Ist das einer? Das habe ich mal doch vorhin in der Bedienungsanleitung gelesen. Zurück. Speichern! Das ist perfekt. Da bin ich den ersten Part hier. Und ich hoffe, es macht auch schon sehr viel Spaß. Ich kann auch schon einiges zeigen. Gut, sehr viel was noch nicht, vor allem noch nicht Spannendes, aber ich denke, das Spiel ist ziemlich umfangreich und es dürfte spannend sein, das weiter zu verfolgen. Also dann, bis zum nächsten Part, Freunde. Ciao zusammen!